Hallihallöle, ich bin's, euer Blausteiningenieur. Und da haben wir mein transparenter Riken und mein transparenter Deploy. Keine Sorge, heute geht's nicht um transparente Bleisterlass. Das haben wir schon vor ein paar Wochen abgehandelt. Ich verlinke euch das Video unten, ist klar. Heute geht's um ein bisschen anderes. Aber Hauptsache Grund war mit transparente Bleisterlass auf dem Tisch hab. Und da seitlich noch ist. Also da drüben. Guckt genau hin, nicht dass es nicht zählt. Okay, den Witz habe ich schon mal gebracht. Oh, das ist Deploy. Ich mag das. Aber es hat seine Gründe, dass ich das auf dem Tisch habe. Weil die haben alle alles gemeinsam. Die haben da vorne so Verschlussmechanismus. Der ist da auch. Stolz rausgefallen. Hat sich angehört. So. Weil ich hab da was gefunden in diesem Internet. Hab da so ein Chrono Barrel gefunden. Und das wollen wir doch heute mal messen oder mal testen. Also ist Gott. Wir können da das zählt runter. Das passt ja. Und das andere zählt hoch. Das heißt, wir kriegen dann auch mit, was im Magazin ist. Und wir haben auch das sieht doch nett aus. Das sieht fast aus wie ein Riken Mark III. Vor allem, das passt so schön farblich. Gut, man sieht ein bisschen den Unterschied zwischen dem Transparent und dem Transparent. Das ist ein paar Tage jünger als das da. Aber für alle, die jetzt die nächste Zeit irgendwie ein bisschen selbstgemachte oder was heißt selbstgemachte Videos, die sind alle selber gemacht. Aber Videos, wo es um Selbstgemachtes geht, so rum, korrekte Formulierung, die das ein bisschen vermissen, aber letzte Zeit ein bisschen viel Zeugs gekauft und ein bisschen wenig Zeit gehabt, um an die Projekte selber weiterzuarbeiten. Deswegen müssen wir uns jetzt halt mal ein bisschen das angucken. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn nicht, dürft ihr euren Unmut gerne in die Kommentare auslassen. Das freut mich dann auch über solche Rückmeldungen, aber zu Eigenkreationen kommen wir dann mehr im Herbst, da habe ich wieder mehr Zeit für sowas. Bin im Sommer ein bisschen arg eingespannt. Guckt auf meinen Zweitkanal vorbei, dann kriegt ihr mit, was ich so mache. Der hätte mich auch freuen. Den findet ihr in meinem Kanal. Aber genug Eigenwerbung jetzt. Legen wir los. Mich interessiert, was das Ding kann. So. 12, H. Hei. Das heißt, wir haben hier 42 FPS Fuß pro Sekunde und hier haben wir 12,6 Meter pro Sekunde. Jetzt müssen wir was machen, vor dem es mich graust. Nee, Speed, FP. Foot pro Sekunde. Oh, ist das gruselig, ich sag's euch, gruselig. Gruselig. Das zittert ganz. So. Ach, guck, hab's nicht einmal hab's nicht einmal hingebracht. So sehr zittert er wieder. So, jetzt haben wir's. So. Und jetzt müssen wir das. Mal resetten. Was Pfeile rein? Ja. Gut, wobei das Zeug kein Mittel wäre dann. Den dürfen dann Mathe-Nerds in der Kommentare bilden. So. 48,5 Messmittel, 50,1 Fuß pro Sekunde, muss ich dazu sagen. Am Dingens, am Chrono Barrel. ...46,5 Messmittel und 47,6 Fuß pro Sekunde. Ich sag's euch, eine Schande fürs metrische System heute.
42,9 Fuß pro Sekunde im Messmittel und 43,7 Fuß pro Sekunde im Chrono Barrel. Und wir haben noch 3 Pfeile drin. Dann haben wir 36,4 Fuß pro Sekunde und 36,1. Also 36,1 da. Ich sehe das auch gut, ja. Oh, das ist faszinierend. Der Bildschirm flackert nicht. Der flackert ein bisschen. So, noch nicht vergessen vor lauter Fuß pro Sekunde. Dann 43,3 Fuß pro Sekunde im Messmittel und 44,5 im Chrono Barrel. Und der letzte 38,0 Fuß pro Sekunde im Messmittel und 37,9 Fuß pro Sekunde im Chrono Barrel. Das heißt, mal abgesehen vom letzten ist da der Wert, glaube ich, immer höher gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Aber gut, das ist auch einfach, da ist die Messung da vorne und da ist die Messung halt da irgendwo. Also, dass das Ding ein bisschen Geschwindigkeit verliert. Kann man so nur zielen. Kann ich das euch so zeigen? Oder kann ich das hochstellen? Kann man da durchzielen? Das müsste, theoretisch müsste man da drüber zielen können. Ja. Ist nicht Spielzeug. So. Das heißt, das passt ziemlich gut. Zumindest zum Messmittel. Können wir das? Warte mal. Spielerreihe. Können wir das da? Na, nee, eher nicht. Das wäre noch cool, wenn das da noch gegangen hätte. Ja. Eher nicht. Wir müssen da mal. Also das können wir jetzt wegmachen. Das haben wir vermessen. Wir müssen irgendwann mal so ausmachen mit Verlängerung. Weil ich will. Also transparent grüner Recon CS6 habe ich ja tuned. Ohne komplett transparente will ich auch noch tunen. Also einfach, das sieht halt gut aus. Und da wäre es halt cool, wenn man da den Chrono Barrel drauf machen könnte. Und das dann zusätzlich irgendwie. Aber das ist cool. Das wollte ich schon immer haben, das Ding. Kann man da. Nee. Jetzt kann ich da resetten. Ich resette. So. Jetzt haben wir wieder 6. Das hat aber 12 Fuß Magazin. So. Die Bläu. Das ist auch so beliebt, Blasterle. Wie sieht denn das da aus? Oh, ihr wild. Okay. Ach so. Auf der anderen Seite. Also passt besser. Das sieht man dann, wenn man das durchguckt. Das kriege ich euch nicht Zeug. Aber ihr glaubt nur, das sieht man direkt drauf. Kann man dann genau. Gut, das hat keine Zoom-Funktion. Also Ziele ist dann halt so. Ja, ich schwafel schon wieder viel. So, jetzt resette. Ich resette und danach ich messe. Und dann beim Reset macht es die Maßeinheit. Das habe ich wohl mal standardmäßig so eingestellt, dass pflichtbewusste Europäer sinnvolle Maßeinheiten. Ja, irgendwie Quatsch muss man labern, aber mit Fuß pro Sekunde kann ich halt einfach nichts anfangen. 48,5 Fuß pro Sekunde Messmittel zu 48,6 am Chrono Barrel. Äußer 20,9 am Messmittel zu äußer 20,7.
32,8 Messmittel zu 32,5. 32,8 Messmittel zu 33,5. 43,3 Messmittel zu 43,2. 38,7 Messmittel, also Fuß pro Sekunde. Langsam wurde ich schlampig. Zu 38,5 Fuß pro Sekunde am Chrono Barrel. Und dann haben wir 30,1 Fuß pro Sekunde zu 30,6 Fuß pro Sekunde am Chrono Barrel. Und 45,6 Fuß pro Sekunde zu 46,2 Fuß pro Sekunde. Und ich sag's euch, das ist Kunststoffgeknarze. Dann haben wir 34,7 Fuß pro Sekunde am Messmittel zu 34,5 Fuß pro Sekunde am Chrono Barrel. 35,7 Fuß pro Sekunde zu 36,0 Fuß pro Sekunde am Chrono Barrel. 33,4 Fuß pro Sekunde am Messmittel zu 33,5 Fuß pro Sekunde am Chrono Barrel. Und letzter 28,8 Fuß pro Sekunde am Messmittel zu 28,7 Fuß pro Sekunde am Chrono Barrel. Das heißt, ja, fall halt runter. Ja, heute ist eher Comedy-Show wie hochwissenschaftliche Ingenieursarbeit. Ja, aber das ist schon ziemlich exakt. Das gefällt mir. Gut. Also ich glaube, dem Blasterle, gut, wobei, wenn man das Lämple auf Seite tut, der das wieder passen. Weil das hat da Lämple drin. Ich sag's euch, das geknarzt. Weil das Ziel vom Röhrle geht so nicht, aber das taugt so nicht. Da müssen wir dann. Ja, das ist jetzt klar, dass das nicht runtergeht. So. Das Ziel von Röhrle drauf machen. Oder das die Zielvorrichtung. Das wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Aber wir haben ja noch. Bleistiel haben wir noch übrig. Ui. Oh, ich glaube, der Blaster. Ja. Ich glaube, der mag das nicht so gut, wobei der hat so oder so recht viel Gewicht vorne. Also. Kriegt man den da wieder raus. Aber gerade so. Weil ich weiß wobei der kriegt man. Oh, also. Aber mit ein bisschen Fingernägel kriegt man raus. Das ist so der extra Pfeil, den man da lagern kann. So, aber wir haben noch Blasstelle zum Schluss übrig. Oh. Ich hätte das da mal. Das muss da mal gescheit reingeschraubt werden. Sehe ich gerade. Ich habe das gekauft, auspackt, festgestellt, es geht. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir jetzt halt ein Video drüber, weil ich mir einfach sehe, ob es geht. Also, und haben wir gedacht, das finde ich mit euch da raus. Ich habe immer mit dem Finger ein bisschen rumgespielt, habe gesehen, das zeigt was an. Hab geguckt, das ist, zählt runter, zählt hoch. Also zählt runter können wir dann hier, also weiß ich, die Magazingröße einstellen. Wie hoch geht denn das? Es müsste bis 50 gehen. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Blaster so ein Magazin hat. Weil 50er Trommel habe ich. Das ist die von der Ding. Oh, wie heißt das? Ja. Ich weiß es gerade nicht. Aber die nächste lassen wir hochzählen. Weil da haben wir nämlich eine Blasstelle. Da haben wir Trommel. Und jetzt Trommelwirbel. Das hat ein bisschen mehr Bums. Also das ist mein Evader, die modifizierte. Was seht ihr? Die sieht jetzt alles nicht ganz so serienmäßig aus. Also ich habe geschaut, dass es schön aussieht, aber nicht, dass es serienmäßig aussieht. Und das seht ihr dann hier.
Die Worker-Schwungrädles Käfig mit Verträge, dass das sich so verdrillt. So ist die Idee zumindest. Und seht ihr da ein Relais und Zeugs. Hat das Relais eine LED? Ja, da auf der Seite. Ja, das ist Gott nicht ganz so zuverlässig, aber es leuchtet grün. Wie war das? Was ist das? Grünes Licht. Und was macht es? Es leuchtet grün. So. Dann können wir das da. Und das seht ihr, das sieht schon so aus, wie wenn es dafür ausgelegt gewesen wäre. Ich meine, dafür passt die Schulterstütze nicht, die ist von Worker. Aber ihr seht, wir haben jetzt hier schick Anbauteile. Jetzt fehlt hier noch was und da unten noch was. Das sollte man vielleicht. Das Lämple davon passt halt nur da noch, oder? So, wie sieht das da aus? Steht sogar. Aber da haben wir immer noch Schiene. Wow. Steht sogar, gell? Das können wir auch einschalten. Da haben wir da rotes Lämple, das anzeigt, wo man ist. Das auch quasi jeder empfindet. Das könnte man da, ich meine, das soll so Ziellämple sein, aber die ist ja recht sauber Funzel, die taugt nicht viel. Also ein schwaches Taschenlämpchen. Für alle, die keine sinnvolle Sprache kennen. Das können wir da. Das ist einmal. Alles das auch. Oh. Ja. Das hat was. Wenn wir schon am Rumspieler sind. Ich weiß, ihr wollt die Messwerte sehen. Aber ich will jetzt auch noch ein bisschen. Wie ihr das Spiel kennt. Wir spielen hier mit Plaster, also ein bisschen muss schon sein. Die Diploikon. Sieht gar nicht so schlecht aus. Soll ich bloß noch von Abstand so hinkommen, dass man das auch gescheit sieht. Das hätte ich machen sollen, bevor ich die weiter auf den Tisch packe. So, jetzt haben wir das. Oder wenn ein Geheimagent eine Deploy hat, dann natürlich mit Schalldämpferle. Und dasselbe noch mit der Riken. Die Deploy auf Seite. Das sieht ja auch nicht schlecht aus. Und dann noch ist. Da haben wir aber wirklich alles durchgespielt. Glaube ich. Die Vadercon. Mächtiges Bleisterle. Und jetzt hat man da nach vorne noch eine Schnittstelle haben. Das muss ich mir irgendwann mal bauen. Das heißt, das irgendwie absägen und da eine Schnittstelle hinmachen. Und das kann ich aus dem 3D-Drucker rauslassen. Oder das Teil da noch modifizieren. Weil das kann man aufschrauben, das kann man dann ersetzen. Und da dann drauf eine Schnittstelle. Das lässt sich machen. So, aber jetzt genug gespielt. Hochwissenschaftliche Themen wartet auf uns. Hochwissenschaftliche Themen, sag's euch. Die Welt wartet drauf, herauszufinden, ob sie das einsetzen kann. Gut, okay. Also, nachdem ich ewig gebraucht habe, das Ding überhaupt in Deutschland zu kriegen, glaube ich nicht, dass irgendjemand im deutschsprachigen Raum drauf wartet. Wenn nicht, es tut mir leid, wenn ihr genauso lang suchen müsst wie ich. Oder wenn ihr es nicht findet, solltet ihr das irgendwo finden, sagt Bescheid. Ihr habt das halt bei eBay irgendwo gefunden. Hat auch mal Glück. So. Ja,
Okay. Deswegen hat es jetzt da genommen. Da haben wir 129 Fuß pro Sekunde im Messmittel und wir haben 129 und weil ich jetzt zweimal abgedruckt habe, 120. Und den 34er, der ist wohl. Keine Ahnung. Machen wir nochmal. Weil das hat bloß 2 erfasst. So wie ich. Weil ich war ein bisschen übermotiviert. Das tut mir leid. So. Das heißt 110 am Messmittel, 110,5 Fuß pro Sekunde. Am Messmittel und 121,9 am Chronobarrel. Und ja, das ist jetzt. Also ich glaube, so Fuß pro Sekunde kriegt ihr hier auf dem Kanal selten. So, machen wir weiter. So. 140,5 am Messmittel und 133,5 am. Jetzt war ich langsam mit. 133,5 am Messmittel, Fuß pro Sekunde und 140,5 am Chronobarrel. Wenn ihr seht es ja eigentlich auch. Dann 109,5 Fuß pro Sekunde am Messmittel und 120,1 Fuß pro Sekunde am Chronobarrel. 125,0 am Messmittel und 140,3 am Chronobarrel. Kann das sein? Warte mal. Yep. Da haben wir jetzt auch 144,3 Fuß pro Sekunde am Chronobarrel. Messmittel. Das heißt, der Pfeil verliert einfach in den paar Meter schon 20 Fuß pro Sekunde so in etwa. Das ist der letzte Messwert, der 125 zu 140. 140,3 Fuß pro Sekunde. Und da haben wir jetzt, wenn man das Messmittel einfach an selbe Stelle hebt, fast. Also, ja, wir machen die hochpräzise Wissenschaft. Ich sag's euch, hochpräzise Wissenschaft. Na, ingenieursmäßiger Pfusch halt. Ich aber auch egal. Geht jetzt nicht drum zu schauen, was da irgendwie taugt oder was. Ich will nur gucken, ob das halbwegs passt. Und wenn man das so näher ranhebt, dann wird es schon passen. Was? Ich denke mal, lass es da gut sein. Weil das Ding macht ein bisschen Krach und es ist schon spät. So, was mich noch interessiert, wie sieht das Ganze beleuchtet aus? Den Chronobarrel beleuchtet es gar nicht arg. Ein bisschen da vorne ist eine LED mit dem Schalter drin und die LED geht nur, das seht ihr sie. Ja, die geht nur, wenn man auf den Schalter drückt oder wenn da halt ein Anbauteil dran ist, das auf den Schalter drückt. So. Ja, die Beleuchtung geht nicht zuverlässig. Das Ding hat ein bisschen Probleme gehabt mit der Elektrik, ich glaube, da war der Ding. Man hat irgendwas mit dem Ganzen da also mit dem Schwungrädlungsmechanismus nicht so richtig geklappt. Deswegen habe ich es modifiziert, weil ich dachte, wenn sowieso hier ist, dann kann ich es auch gescheit machen. Also da kann ich es auch modifizieren. Und das mit der, ich sag's euch, hab nicht arg viel mit dem Ding gespielt, aber ich sag's euch, wie das aussieht. Ja, die Beleuchtung bringt nicht arg viel. Und ein bisschen. Sieht ein bisschen. Seht ihr da an den Lauf. So, ich glaube, wir sind jetzt mit hochwissenschaftlichen Messungen durch. Wir können noch ein bisschen. Das Magazin leer machen, dann ist erledigt. Jetzt haben wir 15 Schuss. Dann leuchtet es auch schön rot. Und nachher müsste es in den Energiesparmodus gehen. Aber sag's euch, bin froh, dass ich das endlich habe. Das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das wollte ich unbedingt haben. Da habe ich irgendwann mal Pech gehabt, habe das
Ui, das passt sogar. Das ist ja viel dafür gemacht. Mal abgesehen davon, dass da noch. Also, ja. Okay. Gut, wo. Nee, das. Da, das ist, passt nicht. Guckt, das ist. Überall passt das zusammen. Selbst das da vorne ist gespiegelt. Ich muss gucken, dass ihr das auch seht. Wenn ich so Rage bin. Und dann. Da ist ein Millimeter jetzt viel. Das ist. Ich mach es aus. Weil das Trommelmagazin, das Blaster, ganz schwer zum Handler. Zum Handieren. Es gibt ein deutsches Wort dafür. Handieren. Nicht Händler. Handieren. Oh. Habe gerade gedacht, das liegt aber ein bisschen arg blöd auf der Platine auf. Aber das ist gerade so vom Abstand, dass das keinen Kurzschluss macht. Und das ist halt blöd, dass da Motorplatine und LED-Platine irgendwie alles ist. Ah, der Schalter hat einen Wackler. Ja, halb so wild. Halb so wild. Ich sag's euch. Ich freue mich. Ich freue mich. Hoffe, ihr genießt es genauso wie ich. Und würdigt es. Kommentare, Abo, was weiß ich. Und schreibt mal in die Kommentare, was wir damit sonst noch so machen können oder machen sollen, was machen wir sonst noch vielleicht auswerten können. Muss auf jeden Fall irgendwie. Ich meine, schade ist halt, dass man das an die modifizierte Blaster nicht noch, also abgesehen von denen. Aber die Streuf hätte. Die Streuf könnte man auch machen. Ja. So, aus. Batterie sparen. So. Ich freue mich. Wir haben neue Dinge probiert. Und ich habe ein bisschen mehr in meiner Sammlung. Wenn an meinem Kanal so rumguckt, ein bisschen Sammelleidenschaft habe ich. Also, das ist nicht bloß da rumbasteln, sondern auch die Dinge sammeln und da gucken, dass man alles hat. Das kann und will ich auch nicht mehr leugnen. Ja, ist halt so. Wenn man zum Glück ist, das Zeugs, wenn man ein bisschen guckt, ist recht günstig. Da bin ich wohl allein mit der Sammelleidenschaft. Das ist auch gar nicht so schlimm, ihr müsst da gar nicht einsteigen. Also das will ich gar nicht. Das könnt das ruhig mir überlassen. Oder steigt dann ein, wenn ich meine Sammlung komplett habe, so in etwa. Egal. Also der Abo da, dann kriegt das mit, wie es weitergeht, was wir sonst so machen. Und ich denke, irgendwann September, Oktober kommen wir auch wieder dazu, in eigene Sachen rumzubasteln, weil ich habe ja noch ein paar Projekte, die wir noch machen müssen. Aber die nächsten paar Videos gucken wir noch ein bisschen an, was ich sonst noch an Konvolute mitgekriegt habe und Zeugs. Ich habe noch so Blaster mit Bälle und dann so neumodische Nerfpfeile. Das habe ich noch so als kleiner Ausblick. Und ich habe ein bisschen meine Rebelle-Sammlung. Da habe ich noch ein bisschen Neuzugänge. Und ich habe ein bisschen gelbe Blasters dazu gekriegt. Also, das wird auch ganz spannend. Das wird dann für nächstes Jahr das eine oder andere Projekt. Da könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was wir nächstes Jahr denn so machen sollen. Das fange ich jetzt schon langsam an zu sammeln, dass wir dann einfach dann bis Ende des Jahres das ein bisschen auswerten können über die Videos hinweg. Wenn ihr keine Vorschläge habt, mache ich das, worauf ich Bock habe. Das ist klar. wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr aufs Programm Einfluss nehmen wollt, noch habt ihr Chance. Noch ist das Ganze klar genug. Da passt es. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.